Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zu Teil 2 der Pressekonferenz zum Champions League Rückspiel gegen Lazio Rom mit unserem Cheftrainer Thomas Tuchel. Tuchel, bitteschön gleich ein Handzeichen geben für die erste Frage. Hier vorne rechts Vincent Schirpke für TZ München. Hallo Herr Tuchel, es steht ja morgen beim Spiel gegen Alter, der Blick. Ich möchte dich eigentlich töten, aber stell ruhig deine Frage. Lazio extrem viel auf dem Spiel, sowohl für den FC Bayern, vielleicht auch für Sie, ich weiß nicht. Wie würden Sie denn sagen, schaffen Sie es jetzt, eine gewisse Leichtigkeit ins Team zu bekommen, dass das Team befreit aufspielen kann und vielleicht dieser Druck gar nicht so eine große Rolle in den Köpfen von Anfang an auf dem Platz spielt? Ja, das ist eine gute Frage. Das kann ich gar nicht so genau beantworten. Ich denke, dass die Situation sehr klar ist und dass aber auch zu einer Topleistung gewisser Druck dazugehört. Also ich glaube nicht, dass wir mit der jetzt auch aus den letzten Ergebnissen und den Ergebnissen aus dem Hinspiel erwarten sollten, dass sich das alles super leicht morgen anfühlt. Ich glaube, dass Druck normal ist. Ich glaube, dass ein Druck auch nötig ist, um besondere Leistungen zu bringen. Der ist morgen auf jeden Fall da. Die Ausgangslage ist klar. Wir brauchen einen Sieg mit 2 Toren Unterschied gegen eine italienische Mannschaft, gegen eine Sarri-Mannschaft. Da ist die Hürde sehr hoch, das ist eine große Herausforderung und die Leichtigkeit kommt, ja, weiß ich nicht, ob die von alleine kommt, aber die kommt vielleicht auch dann in der Mischung zwischen dem, was wir auf dem Platz bekommen, in der Mischung mit hoffentlich auch Fans, die bereit sind, morgen uns von der ersten Minute an die Mannschaft zu pushen, Ja, weil es bestimmt an den Fans liegt, dass wir diese Saison diese Leistung sehen, Alter. Ja, natürlich werden die Fans pushen und natürlich ist der Druck da. Ja, das andere wäre ja lächerlich. Ja, Lazio hat null Druck, wir haben den Druck zu 100% auf unserer Seite. Ja, das steht ja außer Frage. Aber es ist schon ein bisschen wild zu sagen, so ich habe keine Ahnung, wie ich da irgendwie Leichtigkeit reinbringen soll oder so. Also, weiß ich nicht. Geh mit ihm, na klar gehört der Druck dazu, natürlich ist der Druck da. Ja, wild, aber gut. Mich überrascht nichts mehr. Um eine gewisse Atmosphäre zu schaffen, die dann dazu führt, dass wir das schaffen, was wir uns natürlich vorgenommen haben, einen Sieg mit mindestens 2 Toren. Dankeschön. Hier in der Mitte Heiko Nidderer für die Bild-Zeitung. Hallo Herr Tuchel. Sie haben am Freitag ein paar Sätze gesagt, unter anderem, dass die Spieler Harakiri gespielt hätten und dass sie Sachen gemacht hätten auf dem Platz, die so nie trainiert wurden und auch so nie besprochen wurden. Deshalb die Frage. Ja, wenn ein Innenverteidiger den Rechtsverteidiger hinterläuft Richtung Eckfahne, dann ist das mit Sicherheit nicht so besprochen. Also da muss man mal den Tuchel auch mal ganz kleinen Schutz nehmen. Also da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das eine Anweisung vom Trainer war. Haben Sie das Gefühl, dass die Spieler noch voll und ganz auf Sie hören? Das klingt ja ein bisschen so, dass das der Fall ist. Deshalb haben wir eine gute zweite Halbzeit gespielt. Ich habe unsere Reaktion beschrieben, eine halbe Stunde auf das erste Gegentor, mit dem wir nicht zufrieden waren. Wir konnten ganz klar den Willen erkennen, dass wir was machen wollen, aber wir haben zu emotional reagiert auf das Führungstor. Ich habe das ja gesagt, wir haben eigentlich in der Emotionalität so reagiert, als wären wir in einem K.O.-Spiel und es wären noch 10 Minuten zu spielen. Und haben da ein bisschen unseren Kopf verloren, in dem ganzen Willen, da was zu machen. So, deshalb der Wille war klar erkennbar, das Spiel umzudrehen. Der Wille war klar erkennbar durch das ganze Spiel. Und die Struktur und die Strukturänderungen, die wir in der Halbzeit gemacht haben, wurden sehr, sehr gut umgesetzt. Wir haben eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt. Ja, ich gehe mit ihm, dass die zweite Halbzeit okay war. Sehr, sehr gut, sehe ich nicht. Erste halbe Stunde, ja, weiß ich nicht, ey. Weiß ich nicht, ob man das nur darauf ziehen kann, beziehungsweise, dass man sagt, ja, ich habe die ganze Zeit gesehen, dass die Mannschaft will und so. Ja, man hat gesehen, dass so ein Eric Dyer unbedingt wollte, deswegen ist er auch auf einmal als Rechtsaußen aufgetaucht, im ganz wilden Moment. Ja, da hat man gesehen, der will unbedingt, aber bei ganz, ganz vielen Spielern hat man das leider nicht gesehen. Mit vielen Torchancen, aber das war die. Was natürlich keine Entschuldigung ist, dass der Eric dahin rennt, hat er nicht hinzurennen. Ja, wenn der hätte Kimmich den Ball da verloren, ja, wäre es richtig wild geworden. Also das auch mal ganz klar zu sagen. Die Analyse von und noch mal ganz klar zu sagen, das kannst du auch nicht in Tuchel angreifen. Also das war mit Sicherheit keine
Entscheidung. Ja. Das war eine Spielanalyse von einer halben Stunde, mit der wir nicht zufrieden waren. Das weiß die Mannschaft auch, das haben wir mit ihr auch besprochen. Das ist einfach mal ohne Wertung eine Analyse gewesen. Auf der linken Seite Torben Hoffmann für Sky. Thomas, du hast es angesprochen, es ist ein Endspiel. Klar, es geht ums Hat aber heute einen grimmigen Blick drauf. Was ist denn los, Thomas? Hast du meinen Blick geklaut oder was? Sonst gucke ich ja immer nur so. Weiterkommen in der Champions League. Hast du persönlich für dich auch das Gefühl, dass es für dich ein Endspiel sein kann? Also wenn man ausscheiden sollte, dass dann Dinge, die besprochen worden sind, vielleicht nochmal überdacht werden? Nicht von meiner Seite und für andere kann ich nicht sprechen. Also Ja, was würdest du dann noch überdenken? Jetzt mal ganz ehrlich, das ist so sinnfrei, ne? Weil, nochmal, wenn du jetzt aus der Champions League ausscheidest, was soll das noch ändern? Die Meisterschaft ist durch, wir sind 10 Punkte hinter Leverkusen, wir haben 11 Punkte Vorsprung auf Tabellenplatz 5. Alles ist tutti. Ne? Jetzt brauchst du den Trainer auch nicht mehr wechseln. So, du hättest den Trainer vor dem Bochum-Spiel wechseln müssen. Bam! Oder meinetwegen noch eher, wenn du mit ihm gar nicht zufrieden gewesen wärst. Jetzt den Trainer nochmal zu wechseln, für was? Für was? Was willst du noch erreichen, wenn du aus Champions League ausscheiden solltest? Was willst du noch erreichen? Du kannst nichts mehr erreichen. Ist halt komplett sinnfrei. Also den Move kannst du dir dann schenken. Der macht gar keinen Sinn mehr. Das hättest du halt vorher machen müssen, wo noch Chancen da waren. Jetzt sind alle Chancen weg. Fertig. Ja, oder wenn, hätte es jetzt vor dem Champions League Rückspiel machen müssen. So. Danach, interessiert es doch keinen. Wenn wir weiterkommen, alles gut. Ja, dann macht er die nächste Runde noch. Alles tutti. Wenn wir ausscheiden, was willst du ihn denn lassen? Für was? Ja, wir haben keine Ziele mehr. Es ist alles weg, alles außer Reichweite. Ich weiß, was wir vereinbart haben, das haben wir auch kommuniziert und deshalb, aber es kann nicht jeder sicher sein, dass es niemanden gibt, der mehr Ehrgeiz hat, morgen das Spiel zu gewinnen als ich. Nebendran Stefan Kumberger für Sport 1. Grüß Sie, Herr Tuchel. Es gibt ja in Mannschaften so nicht sportliche Vorgaben, die eingefordert werden, sondern zwischenmenschlich-psychologische. Was haben Sie derzeit für einen Eindruck? Was braucht die Mannschaft von Ihnen? Harte Hand oder Freundschaft oder was spüren Sie da? Unterstützung. Unterstützung bekommt sie auch. Das hat sie auch am Wochenende bekommen, auch in der Halbzeit bekommen. Wir haben versucht, ihr zu helfen mit einer Strukturumstellung, aber das war eigentlich eine Strukturumstellung, die sie auch kennt, keine ganz neue Sache. Wir haben sie unterstützt, die Dinge besser zu machen. Wir haben klar angesprochen, dass wir mehr Struktur brauchen und mehr in der Struktur mehr Leben brauchen. Und dadurch werden wir mehr Wiederholungen bekommen von Angriffen und das wird uns helfen. Wir müssen einen Tick verbissener in den Zweikämpfen sein. Da waren wir insgesamt nicht auf dem Level wie gegen Leipzig. Und sie wird weiter immer Unterstützung bekommen. Das ist meine Aufgabe und das ist meine Überzeugung. Vor allem in einer Phase, in der es schwierig ist, der Aufwand und der Ich finde das so witzig in dieser Phase, wo es schwierig ist. Ja, wir haben die Phase seit Anfang der Saison, Alter. Ja, nur da haben die Ergebnisse durch Einzelaktionen noch drüber hinweggetäuscht. Die Phase ist schon ewig lange da. Ist nicht das Problem, aber wir haben einfach immer noch Schwankungen innerhalb von Spielen und morgen zählt jede Minute hochkonzentriert zu sein und jede Minute gemeinschaftlich dran zu bleiben, um das auf unsere Seite zu ziehen. Es muss spürbar sein und das müssen wir einfach auf den Platz bekommen über 90 Minuten. Eins davor, Julian Wolf für die Welt. Das wäre mal was. Ja, hallo Herr Tuchel. Sie haben es jetzt von sich aus schon ein bisschen beantwortet. Sie haben gesagt, jede Minute zählt und wie groß die Herausforderung ist. Wie wichtig wird der Faktor oder könnte der Faktor Geduld morgen sein gegen eine italienische Mannschaft, die ja wissen, wie man einen Vorsprung über die Zeit bringt? Ja und nein. Also Geduld, ja, wenn es darum geht, nicht frustriert zu werden, wenn Dinge ein bisschen länger dauern, nicht den Plan, nicht den Kopf zu verlieren, wenn nicht sofort alles klappt, nicht sich komplett zu öffnen, denn der Strukturverlust hat in Freiburg dazu geführt, dass wir extrem viele Konter gefangen haben und das war einfach zu viel, das war Katastrophe! Wir wollten da zu viel, sofort eine Antwort zeigen und wir haben dabei die Struktur verloren. Das brauchen wir auf jeden Fall.
Geduld, nein, wenn es darum geht, nur Ballbesitz zu generieren, dann wäre es die falsche Geduld. Also wir haben im Grunde keine Zeit zu verlieren. Wir haben 90 Minuten und richtig. Dann vielleicht nochmal, wenn wir nur mit einem Tor gewinnen sollten in den 20 Minuten, dann nochmal eine halbe Stunde. Aber die große Überschrift, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir können nicht warten, bis wir den ersten Angriff spielen. Wir können nicht warten, bis wir den ersten Ball in die Spitze spielen. Wir können nicht nochmal überlegen, ob wir nochmal auf die andere Seite verlagern, wenn es die Möglichkeit in den gegnerischen Strafraum gibt, zu spielen. Dann haben wir keine Zeit und können wir auch keine Geduld haben. Denn die Zeit ist auf der Seite von Lazio und deshalb brauchen wir einen guten Mix klar, also mit einem kühlen Kopf zu spielen, aber trotzdem emotional aufs Tempo zu drücken und klar auch von Beginn an erkennen zu lassen, dass wir auf Tore spielen und nicht uns nicht Zeit lassen wollen bis in der 75. Minute. Das kann dann natürlich passieren, aber unser Verhalten muss ein anderes sein. Ja, stimme ich Thomas zu 100% zu. Ja, auch das gibt's noch, Leute. Rechte Seite Michael Schreuer für die Bild. Herr Tuchel, können Sie ein Update zu Leroy Sané geben? Kann er schmerzfrei spielen oder muss er eventuell wieder auf die Zähne beißen? Also ich glaube, schmerzfrei hat er schon lange nicht mehr gespielt, eine ganze Langeweile. Deshalb, das ist nicht der Anspruch, aber er kann zumindest, so wie es ausschaut, heute komplett trainieren. Er hat gestern komplett trainiert und er hat einen Schmerzpegel, der für ihn zu tolerieren ist. Deshalb gehen wir im Moment davon aus, dass er im Kader ist und spielen kann. Dann hier links oben, italienischer Kollege, bitte. Ja, zu dem Thema sage ich jetzt nichts mehr, ne? Mister, buonasera. Momento. Prego, prego. Uno momento. Vado? Uno momento. Sì. Los geht's. Mister, buonasera. Also guten Tag erstmal. Sie haben sicherlich Lazio-Milan gesehen. Es gab Schiedsrichterentscheidungen, viele rote Karten. Was haben Sie da mitbekommen von gestern, von dem Spiel? Welche Ideen haben Sie da bekommen? Und auf das Spiel morgen? Es gab, was die Kommunikation ansieht, vor dem Hinspiel gab es ja großen Optimismus, denn Lazio ist eigentlich nicht so eine starke Mannschaft in Europa. Aber jetzt zum Rückspiel hin, wart ihr überrascht nach dem Hinspiel, die Stärke der Mannschaft Lazio? Oder werden Sie morgen etwas ausprobieren, was anderes versuchen gegen diese Mannschaft von Lazio? Nein, wir waren nicht überrascht über die Stärke und die Stärken und die Herangehensweise von Lazio. Wir werden unser Verhalten anpassen und wir werden versuchen, aggressiver zu spielen. Wir werden versuchen, den gegnerischen Strafraum aggressiver zu besetzen. Wir werden mit mehr Überzeugung spielen müssen. Wir werden über 90 Minuten so spielen müssen, wie wir die ersten 10, 15 Minuten gespielt haben in Rom. Dort haben wir mutig gespielt, zielstrebig gespielt, uns Torchancen herausgearbeitet und dann wurde es ein sehr zähes Spiel, was grundsätzlich passieren kann auswärts bei einer italienischen Mannschaft, was passieren kann bei einem italienischen Top-Trainer. Und dass das Spiel schwierig ist, attraktiv zu gestalten in so einer Phase der Champions League, wo jedes Tor zählt und jedes Tor die Entscheidung bringen kann. Leider haben wir die zweite Halbzeit in Lazio zu viele individuelle Fehler gemacht und haben uns damit auf die Verliererstraße gebracht und haben jetzt die Gelegenheit, in 90 Minuten eine Antwort zu zeigen. Vieles passiert. Die letzten Spiele von Lazio spielen für mich nicht die ganz große Rolle. Wir haben sie natürlich alle gesehen und analysiert, aber der Fokus wird auf dem Hinspiel liegen und der Fokus wird darauf liegen, dass wir unser Verhalten anpassen und mit Mut. Erst sagt er, wir waren nicht überrascht. Ja, also die Mannschaft war ja dann richtig eingestellt gegen Lazio und jetzt sagt er, wir sollen unser Verhalten anpassen. Ja, was denn nun? Also, da musst du das Verhalten ja nicht anpassen, du musst es einfach nur besser machen. Also. Aber gut. Haarspalterei, oder wie nennt man das? Alles gut.
Mut und mit Leidenschaft das Spiel sofort beginnen und diesen Mut, die Leidenschaft auch über 90 Minuten im Spiel halten, um Lazio unter Druck zu setzen und mehr Fragen zu stellen als im Hinspiel. Weit oben, Klaus Bergmann für die dpa. Herr Tuchel, können Sie noch was zum Personal sagen, zum Beispiel, ob Serge Gnabry eventuell wieder in den Kader rücken könnte schon? Und dann mehr so die Frage, wenn man die vergangenen Wochen immer wieder gibt es Rückschläge, man merkt, wie die Titel einem durch die Hände laufen. Haben Sie jetzt in diesen 2 Tagen seit Freiburg vielleicht festgestellt, dass doch irgendwo so eine Stimmung aufkommt, hey, eine letzte große Chance haben wir noch, wir haben die Champions League, das ist der größte Wettbewerb, da können wir noch mal uns zeigen, da können wir uns allen noch mal beweisen. Also spüren Sie das in der Mannschaft und wie versuchen Sie das vielleicht auch emotional rüberzubringen? Ja, das machen wir auf jeden Fall. Das wird auch heute beginnen. Gestern war sehr reduziertes Training mit im Grunde fast nur einer Gruppe, die nicht gespielt hat, also mit 9 Spielern. Die 9, die 4 Minuten in Freiburg gespielt haben, haben nur 20 Minuten, 30 Minuten gemeinsam trainiert. Deshalb war gestern noch nicht der Tag, diese Stimmung heraufzubeschwören. Das wird heute passieren. Ich glaube, das ist auch jedem Spieler bewusst. Aber selbst über Titel zu sprechen, bringen dir keine Titel. Du musst das jeden Tag beweisen. Deshalb brauchen wir heute eine gute Trainingseinheit. Wir brauchen dann morgen mach besser heute eine schlechte Trainingseinheit und dafür morgen ein gutes Spiel. Weil jedes Mal, wenn wir eine gute Trainingseinheit hatten, dann war es ja ein scheiß Spiel. Also dreh mal um. Gutes Spiel, Minute für Minute. Anders geht's nicht. Alles andere würde uns nur behindern. Wir haben genug Dinge, die wir verbessern wollen, genug Dinge, die wir besser machen müssen, um morgen erfolgreich zu sein. Wir brauchen auf jeden Fall ein emotionalisiertes Stadion. Wir sind selber auch in der Verantwortung, die Emotionen und die Leidenschaft dann. Gut, dass er das nochmal gesagt hat. Nämlich genau da geht's nämlich los. Ja. Ist nun mal bei uns so, muss man so sagen. In anderen Vereinen ist das ein bisschen anders. Bei uns braucht es immer auch die Leistung der Mannschaft, damit man das ganze Stadion mitnimmt. So, die Chiqueria, da, diese Ultras hinter am Tor auf der Süd ist natürlich klar, da ist 90 Minuten Vollgas. Aber um das ganze Stadion mitzunehmen, im Europapokalspiel ist es ein bisschen besser wie in der Bundesliga, das ist auch richtig. Bedarf es aber auch eine gewisse, ich will gar nicht sagen, guten Fußball oder sowas, gar nicht. Einfach die Einstellung muss passen. Ne? Ich glaube, das wird schon honoriert und dann hat man auch die Stimmung, die man braucht. Ne? Und nochmal, ja, es ist eine italienische Mannschaft, ja, Leute, aber wir müssen jetzt Lazio auch nicht künstlich stark reden, als wäre es was weiß ich was. Ne? Also in der Regel musst du die halt einfach zu Hause mit 2 Toren Unterschied schlagen und gut ist. Auch auf die Ränge zu übertragen. Aber wir brauchen trotzdem eine absolute Topleistung und dazu brauchen wir natürlich all die Dinge, von denen Sie gesprochen haben, auch emotional, ist doch klar. Hier rechts Vincent Schirpke wieder und danach noch ein paar italienische Kollegen. Es haben ja in Freiburg Eric Dyer und Min-Jae Kim in der Innenverteidigung gespielt. Gerade saß Matthijs de Ligt hier. Können Sie schon verraten, wer morgen in der Viererkette auflaufen wird und auch ein Update geben zu Alphonso Davies, der ja in Freiburg eingewechselt wurde? Wäre der wieder fit für 90 Minuten? Hat er jetzt eigentlich was zum Serge gesagt gehabt? Nee, ne? Hat er auch einfach ignoriert, oder? Ich habe da jetzt nichts gegen, ne? Aber da war noch eine Frage auf zu Serge Gnabry. Ach, guck mal. Der Serge ist im Training, aber man merkt ihm an, dass er viele Monate weg war. Also wer hätte das nur gedacht? Nochmal, der alte Leitspruch. Solange wie man weg war, braucht man auch, um wieder in Topform zu sein. Deshalb weiß ich jetzt nicht. Also es ist ja, ich glaube, auf jeden Fall platzfrei auf der Bank. Das war es ja auch in Freiburg, aber es war wichtiger, dass er schon noch mal weiter trainiert. Ihm fehlt natürlich Rhythmus. Da weiß ich gar nicht. Muss ich mal mit ihm sprechen, auch wie er sich dann tatsächlich fühlt. Wir spüren schon, dass er lange draußen war. Und kann sein, wir nehmen ihn trotzdem in den Kader, aber wir merken schon, dass es noch eine Weile dauert. Sorry, Alphonso Davies hat er gespielt, war er im Kader gegen Freiburg. Deshalb ist klar auch im Kader und eine Alternative für morgen. Ja, gute Frage. Wahrscheinlich könnte er sich durchbeißen, aber ja, könnte eng werden in 90 Minuten. In Verteidigung verrate ich ihn natürlich nicht.
Was jetzt mal Ganz oben in der letzten Reihe an der Kamera, was? bitte, ja. Hello, Nicht genau. Albert Eschet from Sport. I was just wondering on a personal level. Ich habe mich gefragt, wie haben Sie die letzten Monate... Guck mal, wie gleich die Augen leuchten, wenn er englische Sprache hört, oder? Ich glaube, der Junge gleich heiß so. Bild. Ich glaube, der Tuchel ist einfach nicht glücklich in Deutschland. Ja? Der gehört einfach in die Premier League. Ja, ich weiß, League. Und gut ist. Ja? Da, guck mal, da ist er gleich Feuer und Flamme, die Augen leuchten, gleich angefixt. Und die ganze Zeit so, sonst sieht er dann... erfahren Sie als Thomas Tuchel? Wie haben Sie oder wie sehen Sie die Krise? Wie wichtig ist es für Sie, das Spiel zu gewinnen morgen gegen Lazio und die nächste Runde einzuziehen? Also für mich persönlich ist es natürlich sehr wichtig. Ich verliere sehr ungern. Ich mag es nicht. Ja, wer verliert auch gerne im Sport, also. Ne? Der ist dann auch fehl am Platz. Sehr hart, damit umgehen zu gehen mit Niederlagen und nicht den Einfluss zu haben und auch nicht die Einwirkung zu haben. Aber jedes Spiel, alles ist eine Lehrstunde. Und wie Sie gesagt haben, in den letzten Wochen ist es natürlich schwierig auf die positiven Seiten zu schauen, die dieser Job auch mitbringt. Aber es ist einfach wichtig, die Herausforderung anzunehmen, positiv zu bleiben, zu sein und die Lehrstunden auch aufzunehmen, daraus zu lernen. Und ich werde daran wachsen, daran glaube ich, von Tag zu Tag. Dinge sind nicht normal, aber es ist nur Fußball, das ist meine größte Leidenschaft. Das ist meine große Liebe. Es fühlt sich an wie ein Job. Ich bin 100% involviert und das werde ich auch sein bis zum letzten Spiel mit Bayern. Natürlich ist es eine große Herausforderung, aber das ist dafür da, um weiter zu wachsen. Vielen herzlichen Dank. Dann die vorletzte Frage hier rechts, bitte. Ja. Hallo, Herr Tuchel. Von der TZ. Die Bayern haben ja immer wieder Probleme, hinten die defensive Stabilität reinzukriegen. Jetzt fehlt Upamecano. Lazio hat ja einen Top-Stürmer, kennen wir aus Bundesliga-Zeiten, Ciro Immobile. Wie kriegt man denn da hinten jetzt mal wieder eine Ordnung, eine Stabilität rein, dass man vielleicht mal gar kein Tor, gar kein Gegner... Gleich wieder genervt, Alter. Wie geil, ey. Genau, wie ein deutscher Kommentar. Ich glaube, der hat auch keinen Bock mehr. Er hat keinen Bock mehr auf die Presse in Deutschland, Alter. Gleich wieder genervt. So, ach, jetzt stellt der schon wieder so eine dumme Frage, ey. Da muss ich jetzt wieder irgendeinen Mist drauf antworten. Ich hab keinen Bock mehr. Gegentor mehr kassiert. Ja, klar, das ist natürlich wünschenswert. Wir hatten lange durch die Saison das Problem, dass wir, glaube ich, von Spieltag zu Spieltag gar nicht die Möglichkeit hatten, die gleiche Viererkette spielen zu lassen über eine Verletzungsproblematik. Und deshalb hat das natürlich dazu beigetragen. Wir haben das aber dann mannschaftlich immer wieder gut aufgefangen. Und jetzt zuletzt natürlich ist das dritte Gegentor, dann 3 Gegentore in Leverkusen sind einfach zu viel für unseren Anspruch und vor allen Dingen auch, wenn wir 2 Tore schießen, dann in Bochum, ist es einfach zu viel, 3 Tore zu kassieren. Auch jetzt haben wir wieder 2 kassiert gegen Leipzig, gegen Freiburg. Wir sind insgesamt gefordert, dass es nicht nur verteidigen, es ist nicht nur eine Frage des Pärchen in der Innenverteidigung, angreifen ist nicht nur die Frage und der Auftrag für Harry Kane, es ist eine mannschaftliche Frage und es ist eine mannschaftliche Herangehensweise und es ist die Aufgabe im Fußball immer gemeinsam zu attackieren und gemeinsam zu verteidigen. Wir kennen Ciro Immobile. Ich denke, wir haben im Hinspiel über weite Strecken sehr, sehr gut kontrolliert, bis wir uns selber mit vielen individuellen... Naja, ehrlicherweise muss man ja auch sagen, dass Lazio offensiv auch nicht gerade viel stattgefunden hat im Hinspiel. Fehlern eigentlich komplett aus dem Spiel genommen haben, einen kompletten Rhythmus verloren haben und das war für mich eigentlich das Hauptproblem. Es würde mich jetzt nicht überraschen, wenn Lazio morgen auf Konter spielt und natürlich die Schnelligkeit und die Läufe in der letzten Linie von Ciro Immobile sucht, aber wir werden darauf vorbereitet sein und brauchen einen guten Ballbesitz, brauchen eine gute Absicherung, während wir angreifen und das alles auf dem höchsten Niveau für 90 Minuten.
Last one, please. Hi, Thomas. Mit Harry, ihr habt ihn geholt, damit er Tore schießt. Das ist das, was er macht. Kannst du uns erklären, wie er denn in der Kabine auftritt, wie er versucht, seine Mitspieler zu motivieren und wie Sie ihn versuchen auch zu motivieren, auf bestes Niveau zu kommen? Also ich glaube nicht, dass es notwendig ist, ihn noch weiter anzuheben, ihn zu motivieren. Ist wie jeder Mensch natürlich. Er braucht natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit und eine gewisse Verpflichtung auch, die er von mir natürlich auch bekommt, 100%. Da gibt es keinen Zweifel an dem, was er macht, wie er sich verhält hier. Ich denke, dass Harry eine sehr Auswirkung hat, eine Wirkung hat auf jede Mannschaft, auf jeden Spieler. Es wäre nur mal schön, wenn er, sag ich mal, endlich mal vernünftig eingebunden wäre in unser Spiel. Also das wäre mal grandios. Er ist jetzt nicht der viel spricht oder auch sehr laut ist in der Kabine, aber so wie er es macht, sehr fokussiert, sehr konzentriert, sehr speziell, voller Selbstvertrauen, hat immer eine Auswirkung, eine positive Auswirkung auf die Mannschaft. Und es ist eine Freude, ihn zu haben in der Mannschaft. Es ist ein Geschenk, sein Trainer zu sein. Und wir sind überhaupt nicht verunsichert über ihn. Er wird morgen seine Leistung bringen. Das ist das, was er zeigt, wenn vor allem der Druck hoch ist, und wir können uns 100% auf ihn verlassen. Thomas, vielen Dank. Bis morgen Abend hier. Vielen Dank, Leute. Vielen lieben Dank. Ja, mein Gott, was soll man jetzt noch irgendwie vom Thomas auch hören? Jetzt mal ganz ehrlich. Wie gesagt, wir müssen hoffen, dass die Mannschaft, die Spieler motiviert genug sind, wenn die Hymne ertönt von der Champions League, dass das Motivation genug ist. Ansonsten wird es schwierig und schauen wir mal. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Wie immer an dieser Stelle, vielen lieben Dank für euren Support. Haut rein, bis dann. Tschüss. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer, und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer, und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.